Viele Leute kruten an der Lächt Fake-Messagen vu Luxtrust gescheckt. Den Alex huet bei Luxtrust selber no gefrot, wen sech du als Konsument besser schütze kann. Wir wissen am Anfang schon, dass ungefähr seit Mai 2020 am Anfang vom Konfinement immer mehr ganz viel SMS, mir auch E-Mail geschickt, die sind am Numm von Luxtrust, mir aber auch von Banken, von Telekomfirmen zu Lützeburg. Ja, wir wissen das, wir haben einen ganz engen Kontakt mit den anderen Akteuren eben vom Finanzsektor, wir haben auch mit Telekom heute zu Lützeburg. Wir haben ein British Pressestatement am Mai 2020 gemacht, wir haben ein RTL-Interview gemacht, wir noch sonst bei im Internet haben wir eine Mise en garde immer von der Phishing erwähnt. Wir sind aktiv auf den Social Media für als Leute zu warnen. Es sind regelmäßig Leute, die darüber auffallen. Aber die letzten 2 Jahre haben wir wirklich gemerkt, dass die Utilisatoren viel mehr averti sind, sie passen viel mehr auf, sie kontaktieren uns viel mehr, wie so, ist das etwas richtig, ist das legitim oder nicht. Wie sehen, ob ich einen Scam-SMS gekriegt habe? Da gibt es am Anfang 2 Wege, wie man das machen kann. Der nächste Weg ist, dass man einfach nur denkt, okay, habe ich irgendwas angefragt, aber möchte das irgendwie Sinn, weil ich da geschickt kriege, weil kriege zum Beispiel nicht einfach so für Luxtrust, ob ich mal aus dem Neigen SMS geschickt, ja, der muss ja Luxtrust-Token authentifizieren, und kriege zum Beispiel auch nicht von der Post einfach so gesagt, ja, der muss irgendwie frei bezahlen oder so für den Zoll. Normalerweise, wenn so ein SMS kriegt, dann hast du auch immer einen Link dran, das gibt das meistens keinen Sinn machen. Und den Link kann ich sich auch gut angucken. Und da ist der zweite Weg, und auch der sichere Weg, wie man das normalerweise angucken kann. Und zwar, wenn sich der Link anguckt, da kann ich sehen, dass das wirklich für Luxtrust, weil ein offizieller Link für Luxtrust ist luxtrust.com oder für Post ist das post.lu. Aber wenn da ein anderer Link dran steht, zum Beispiel irgendwas anderes, wie zum Beispiel bit.ly/irgendwas, das sind dann ganz oft Scam-Links. Da sollen die Menschen auch nicht draufklicken, mehr für sicher zu gehen. Kann ich natürlich auch im Internet die Seite angehen, zum Beispiel Post oder Luxtrust, und da seien die offiziellen Seiten, da kann ich wissen, ob das echt oder nicht. Leute gehen so immer mehr professionell und das SMS-Team gehen immer besser und sind immer mehr glaubwürdig aus. Jetzt soll ich gucken, ob die E-Mail-Adresse, wenn ihr eine Adresse nicht kennt, soll ich gucken gehen, wo sie könnt, also ob es legitim klingt oder nicht. War viel Grammarsfehler dran sind zum Beispiel, also auch ein Indiz. Es soll in auf keinen Fall auf Linken, auf Ja klicken, und es soll nicht Dokumente, Attachments abmachen, wenn ich nicht wirklich sicher ist, wo wir mit können. Es gibt verschiedene Methoden, wie man so ein Scam-Link aufbauen kann. Meistens können dann auf eine Seite gelegt, die sich dann ausgeht als die richtige Seite. Zum Beispiel bei Luxtrust, wenn ihr dann auf den Fake-Link geht, da wird auf eine Seite weitergelegt, wo dann Luxtrust steht, das offizielle Logo, dann Benutzernummer und ein Passwort. Und nachdem dann der Benutzernummer und Passwort angehört, probieren sie den Token aufzufragen, den dann natürlich entweder dabei hat oder an den dann angeht. Und dann probieren sie das bei ziemlich vielen Banken einfach anzugehen, und irgendwann man trifft auf die richtige Bank, sodass dann die Leute, die das probieren zu scammen, also die Scammer, die kommen dann und denken Transaktionen an, können dann dein Geld aufbuchen oder sonst irgendwas anderes machen, was sie nicht sollte machen. Was oft ist, dass die Gangsteren, die E-Mail an die SMS schicken, diese machen immensen Zeitdruck. Die sagen immer, wenn da ist nicht heute Antwort oder morgen Antwort, dann hat er kein Access mehr zu ihren Donen. Das ist falsch. Seriöse Akteure wie Luxtrust, andere Leute, Banken hier auf der Platz, die machen das nicht. Die sagen nicht Bescheid. Mir zum Beispiel, wir kontaktieren nicht 3 Monate am Voraus auf die Saison, der muss Token renouvellieren. Jeder Verein, der meint, wer Opfer gehen oder den etwas eine Transaktion gesagt, die komisch ist, die ihm lustig können, soll sich ständig bei seiner Bank melden, soll sich bei Luxtrust melden, für alles zu stoppen. Also, irgendwann zu spät ist, für zu gucken, dass da ist eine komische Transaktion, komm ich stoppen nicht. Bei Luxtrust kann ich anrufen und sein Zertifikat revokieren, also das käme ja, bis du mal den aufhängen kann. Wir rekommandieren allen, den Leuten einen Plan zu deposieren, für herauszufinden, was im Moment geschieht ist. Was kann gegen die Gangster in der Hall gehen? Es handelt sich hier um ein Skript, das einfach die Scam-Webseite so lange zuspannen mit irgendwelchen random Daten, in dem Fall hier natürlich einen random generierten Luxtrust-Username, den kennt gehen, und auch irgendein random generiertes Passwort, was aber aus einer Datei ist, wo die Top 1 Million Passwörter dran stehen. Die Daten gehen dann einfach über HTTP und Website geschickt.
dann agin a fortgeschickt so dass dann die Website mengt igen den hat dat wirklich agin an dann gehen die Daten natürlich auch aufgespeichert an ihrer Datenbank oder an ihrer Datei. Dat geht so lang ausgefeiert an so oft ausgefeiert, dass sie dann enorm viel Daten hunn an prozentual gesinn sind dann die richtig User, die wirklich raggefallen sind, so wenig du vorhanden, dass einfach gut Sinn mehr möchte nur zu filteren. Wie das hat Skript über multiple Server am Tornetzwerk fortgeschickt wird, also auch nicht möglich statt zurück zu verfolgen oder das irgendwie zu trennen, indem ihr guckt, wer IPs da fortgeschickt haben. Ich mir die Seiten dort so zu machen. Das ist ein guter Moyen, an dem wir Partner haben, die uns helfen. Mit der Police, mit dem Service Police Judiciaire Cybercrime schaffen wir zusammen. Die helfen auch, wenn Seiten schwer so zu machen sind, dann sie haben auch ein bisschen mehr Pouvoir da handeln. Da gucken wir, wie die Seiten so zu machen. Das ist, sobald wir etwas wissen, versuchen wir einen Takedown zu erreichen, für dann so man wie möglich Leute auf die Seite können gehen. Wer kann die Lux Trust am Fall kontaktieren? Ja, entweder über das Telefonsnummer, das ist 24 550 550, die können Sie immer rufen, bei all froh, sicherheitsfroh, was Lux Trust betrifft, aber auch über diese Seite, und das ist dann question@luxtrust.lu.